Oh, wow. Oh mein Gott. Hey, hey, hey. Etwas ist in der Luft. Oh, geil. Moment, das habe ich zuerst gefunden. Moment. Das ist meins. Nein, das ist mies. Safe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Büchi Community. Ich begrüße euch hier zu einer neuen Episode. Bei einer Episode mit einem ganz speziellen neuen Gast bei uns. Es ist ein Schweizer YouTuber. Ja, wer bist du genau? Sag uns mal etwas über dich. Ja, ich bin der Stefan vom Kanal Lagondo. Ich führe den Kanal zusammen mit meinem Kollegen, das ist der Juicy, und ich mache Comedy, Vlog, einfach so das, wo ich gerade selber Lust drauf habe. Ja, Comedy. Das ist lustig als das eine, aber wie kommt man überhaupt zu so einem Content? Ja, das ist amigs nicht so ganz ein einfacher Schritt. Man muss ein bisschen hirnen und ein bisschen überlegen, so, was könnte man brauchen. Bei mir ist es meistens so, ich treffe mich mit meinem Kollegen, mit dem Juicy zusammen, und dann haben wir irgendwelche lustige Ideen und dann kommt einfach so Sachen raus, die wir nachher ins Video einsetzen können. Kollege, was läuft? Ganz alleine hat man manchmal gar nicht so die Comedy-Ideen. Die kann man meistens irgendwie unter Kollegschaft führen. Du hast jetzt gerade von einem Gespönli geredet. Was ist denn das? Ich habe deinen Kanal ein bisschen beobachtet. Er ist mit einem Juicy. Heißt er wirklich Juicy? Und wie haben wir aber auch kennengelernt? Ja, der heisst wirklich Juicy, und den haben wir kennengelernt, weil er einfach mein Nachbar ist. Er hat selber Videos produziert, und als YouTuber findet man sich einfach zusammen und macht zusammen YouTube-Videos. Das kann man bestätigen, weil wir sind da. Genau. Dein Name, Lagondo. Du bist sicher schon ein paar Mal angesprochen worden. Was heisst denn das genau? Irgendwie Lagondo. Kannst du etwas Neues darüber erzählen? Ja, genau. Also, auf den Namen bin ich eigentlich einfach so gekommen. Ich habe eine ganze Liste vollgeschrieben mit Namen, und ich habe sicher etwa einen Monat lang ein bisschen drauf geschillt zwischen die. Also ich habe dann noch nicht gerade den Kanal gemacht. Ich habe immer ein bisschen überlegt, soll ich so taufen. Und Lagondo ist einfach ein Name, den es sonst noch nie gibt im Internet. Also ist nicht so vertreten. Und da habe ich den gewählt. Das ist irgendwie ein Name, den man sich merken kann, und der hat mir einfach gefallen. Ich spiele hier gerade eine Szene rein. Du hast nämlich mal in deinem Video erklärt, was Lagondo heisst. Schaut euch das mal an. Aus Scheiße Wordig, Scheiße und aus Scheiße Wordig, Hundescheiße und aus Hundescheiße Wordig. Lagondo. Nice. Egal. Lagondo, ich sage dir einfach mal Lagondo. Ja. Dein Künstlername, genau. Wie ist es eigentlich? Ich kenne das ja in der Schweizer YouTube-Szene, man ist mit Schweizerdeutsch unterwegs. Wie ist es bei dir? Du bist in dem Fall, laut der Einspielung, die wir auch haben, bist du auch mit Schweizerdeutsch unterwegs. Das stimmt absolut. Also ich finde, wir sollten real bleiben. Besonders als Vlogger ist es wichtig, dass man einfach so reden kann, wie man ist, und sich nicht irgendwie verstellen muss. Also ich finde es irgendwie besonders mit Kollegen zusammen ein bisschen komisch, wenn man auch plötzlich die Kamera vornehmen und sagen: «Hey, hallo zusammen», und jetzt anfangen Hochdeutsch reden und so. Es ist einfach so richtig natürlich, wenn du einfach kannst sein, wie du bist. Also so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Genau. Wie reagiert denn dein Umfeld mit deinem YouTube-Dasein, also quasi als YouTuber? Eigentlich erstaunlich entspannt. Also, das ist eigentlich einfach ein Hobby, und man redet halt darüber, wie man über Hobbys redet, wie man über das Arbeiten redet. Das ist ein ganz normales Thema. Ich bin auch ein ganz normaler Mensch, und ich bin nicht der YouTuber. Ich bin nicht als YouTuber geboren, ich bin wie jeder andere. Also nicht der Büchi, sondern der Lagondo. Ja, genau, der Lagondo. Aber ich werde auch nicht mit Lagondo angesprochen. Klar, in der YouTube-Welt ist das so, aber es ist ganz normal. Also völlig entspannt. Deinen Namen hast du schon quasi in einem Video erklärt.
wir haben da nochmal eine Einspielung, wie dein Logo quasi zustande gekommen ist. Wollen wir das da mal anschauen? Genau. Und für das sind wir durch den Wald gerannt. Ja, sicher. Setzen wir die Teile zusammen. Am ersten Tag schuf Gott die Welt. Und er sah, dass es gut war. Am zweiten Tag schuf Gott die Welt. Und er sah, dass es gut war. Kollege, was läuft? Am dritten Tag schuf Gott Lagondo. Aber so, Lagondo, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie hat sich denn das zum Logo entwickelt? Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich war mal auf einer Webseite, habe noch ein bisschen Designs angeschaut und einfach mit Paint habe ich dann nachher so ein paar Blöcke gemacht, die übereinander gesetzt und es hat ein gutes Logo gegeben. Also gelb steht irgendwie für die Sonne, das blaue für das Wasser und das ist auch mein Titelbild momentan, aber kann sich alles noch ändern. Es ist einfach etwas Sachliches, das ist nicht irgendwie ein Format, das vorgegeben ist, sondern das kann man für alles brauchen. Du hast ein Programm angesprochen, Paint. Jetzt würde ich dich gerne einlenken, mit welchem Programm. Dürfen wir das auch fragen, mit welchem Programm du schneiden tust? Ja, sicher. Also, das ist nicht so ein grosses Geheimnis. Ich schneide mit Adobe Premiere Elements. Das ist ein recht gutes Programm. Also, ich arbeite auch mit dem, ich kann es und ja. Wie viele Arbeitsstunden steckst du so in ein Video? Oh, das ist mega unterschiedlich und ich habe eigentlich selber die Zeit noch nie gestoppt. Aber ich arbeite einfach dran und danach mache ich wieder eine Pause zwischen die und dann arbeite ich wieder weiter. Also es ist schwierig zu sagen, wie man sich das zusammenstellen kann. Also wenn ich einen Film aufnehme, dann geht es meistens eine Woche, bis ich es dann nachher wirklich auflade. Was gefällt dir persönlich besser? Schneiden? Das ist eine gemeine Frage, ich weiss. Schneiden oder lieber das Filmen? Also beim Filmen gefällt mir ganz gut, dass ich mich aktiv beteiligen kann. Ich kann mit Leuten zusammenarbeiten. Beim Schneiden ist man da halt eher für sich alleine. Und was mir dort sehr gut gefällt, ist, dann nachher, man sieht so, wie das Endprodukt zustande kommt. Und das ist darum eigentlich beides sehr interessant. Also ich finde eigentlich das Filmen ein bisschen interessanter. Ja, wenn du schon sagst, du draussen bist, hast gefilmt, ist schon mal irgendwie eine peinliche Situation entstanden? Eine peinliche Situation würde ich jetzt sagen nicht, aber wir sind schon ein paar Mal im Stress bezüglich Zeit, weil wir irgendwie einen Zeitplan haben müssen einhalten. Dann und dann muss der andere wieder daheim sein oder solche Situationen. Andere Probleme sind zum Beispiel die Batterie, die langsam runtergeht. Und es sind eigentlich solche Sachen, die dann halt ein bisschen Sachen ausmachen. Du killst für den ganzen Workflow so quasi, oder? Lagondo, du bist natürlich auch ein Vlogger, habe ich gesehen. Wie steht das? Tust du das geplant machen oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man von dir das Video sieht, wo du vloggst? Also die meisten von meinen Vlogs sind eigentlich einfach ganz spontan und berichten wirklich so aus meinem Leben. Ja, genau. Ihr müsst natürlich in diese Raststätte kommen, nicht in eine andere. Und genau diese Schocke kaufen und keine andere. Andere sind ein bisschen eher geplant, wo ich sage, zum Beispiel jetzt bei der Swiss Toy, es ist vielleicht nicht ganz ein Vlog, aber ich habe es jetzt mal in diese Sparte gerührt, wo ich eigentlich muss sagen, dann möchte ich mal unbedingt einen Vlog darüber machen und dann ist das etwas, das ein bisschen vorbereitet ist. Das Video, das du gerade vorhin angesprochen hast, von der Swiss Toy, das geht doch quasi, also auf meiner Seite geht das schon eine richtige Reportage. Was ist eigentlich dort ein bisschen abgegangen, wo die Kamera nicht gelaufen ist? Wo die Kamera nicht gelaufen ist, ja, da sind wir ein bisschen rumgelaufen, zum Teil auch ein bisschen verwirrt rumgelaufen, weil gerade am Anfang bei mir war es ein rechtes Theater. Wir hatten eigentlich Medienbadge, aber wir mussten dann einfach vom einen Büro zum nächsten rennen, um die Medienbadge abzuholen. Aber am Schluss hat alles geklappt und sonst haben wir eigentlich wie jeder normale Besucher auch ein bisschen die Sachen angeschaut und ja.
Wie haben denn die Leute auf dich reagiert? Also quasi, wir sind das zweite Ding gewesen, hat jemand die Kamera dabei gehabt, habe ich gesehen im Video. Der andere, du hast meistens eine Reportage gemacht. Wie haben sich denn die Leute, bist du auf sie zugegangen und hast gesagt, ja, hui und so. Wie ist das überhaupt vonstatten gegangen, dass sie überhaupt vor die Kamera gekommen sind? Ja, dort ist es übrigens erstaunlich gut gelaufen. Also an der Swiss Toy sind recht offene Leute gsi, wo eigentlich die meisten bereit waren für ein Interview. Ich bin einfach hingegangen, habe gefragt, hey, hättet ihr Interesse, ein paar Fragen zu beantworten? Es ist für YouTube, für den und den Kanal. Und die Leute waren mega offen, haben meistens gesagt, oh ja, kein Problem, suchen wir uns doch ein Plätzchen und so. Und danach ist das ohne Problem gegangen. Ja. Kommen wir mal zurück in die Gegenwart. Du bist ein Vlogger. Ich sehe, dort hast du eine Vloggenkamera installiert. Ja, was kommt denn nächstens auf deinem Kanal? Kann man auch etwas sagen? Was berichtest du? Da kann man noch nicht spoilern. Oder geschieht noch nicht spoilern? Was meinst du dazu? Also ich würde sonst schon spoilern, aber ich mache so viel einfach spontan und wenn ich sehe, es kommt ein cooles Event, dann weiss ich nicht mal im Vorhinein, ob ich hingehe oder nicht. Ich mache einfach ganz spontan, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich keine Zeit. Ja. Beim Vloggen ist es für dich, also bei mir ist es so gewesen, es ist relativ komisch. Also wir nehmen die Kamera nicht so immer in die Öffentlichkeit führen und reden so quasi ins Mikrofon von der Kamera. Wie war es so für dich gewesen, der Anfang vom Vloggen? Ja, am Anfang habe ich mich noch ein bisschen versteckt. Also ich habe geschaut, schaut gerade niemand und so. Und dann bin ich irgendwie durch die Gegend gelaufen. Aber inzwischen ist es kein Problem, weil ich sehe so viele Leute, die mit so einer Kamera rumlaufen. Und das ist einfach etwas, was man macht. Und das ist den meisten eigentlich gleich. Also wenn ich jemanden sehe, so rumlaufen, dann ist das auch für mich kein Problem. Ich sage nicht, sieht aus wie ein Idiot oder so. Ja, aber wenn man sich selber so ein bisschen darstellt als einer, wo man denkt, Scheiße, es sieht auch aus, ich so mit der Kamera am Rumlaufen und so. Aber nein. Lagando, in deiner Freizeit, wir wissen, du machst YouTube, du gehst vloggen, du machst, man kann schon sagen, eine Reportage, weil das war wirklich ein gutes Video. Das ist eine Reportage, also es ist ein gutes Video. Gefällt mir mega. Was macht man sonst so, wenn man nicht gerade am Filmen oder am Schneiden ist? Zuerst mal danke für das Kompliment. Da habe ich sehr Freude, das ist motivierend. Wenn ich nicht am Schneiden bin, dann nachher bin ich irgendwie gerade am Hausi machen oder mit Kollegen am Abhängen, wie das jeder andere auch macht. Und was ich nebenbei noch mache, ist Pfadi. Also ich bin Pfadi-Leiter von der Bio-Stufe und mich dort aktiv beteiligen. Schnelle Frage. Bio-Stufe, was ist das genau? Das ist eine Stufe der Pfader, die jetzt eigentlich im Übergang zum Leiter sind. Das ist eher eine Stufe, wo es darum geht, Spass zu haben, noch ein bisschen Sachen zu lernen, bevor man Leiter wird. So ein bisschen derige Sachen. Und dann gibt es ja auch noch die kleineren Stufen, wo die Jüngeren dann dabei sind. Und dann gibt es wieder andere Leiter. Das ist alles so schön unterteilt bei uns. Habe ich jetzt eben nicht gerade gekannt. Ich frage mal nachher beim Profi quasi. Ja, dort hast du gesagt, du machst so Yugi. Nein, Pfadi. Ja. Das ist etwas anderes, genau. Yugi und Pfadi ist etwas anderes. Wie ist es dort? Machst du dort auch ein Projektvideo? Technisch? Ja, selbstverständlich. Also, ich sage jetzt mal so, das grösste Projekt, das ich habe, also das grösste Videoprojekt des Jahres, wird nicht mal auf meinem YouTube-Kanal verlinkt. Also, das ist ein Projekt, nämlich der Sommerlagerfilm. Das ist jetzt dieses Jahr ein 25-minütiges Video und da kann man sich vorstellen, da wird einfach mal 2 Wochen lang am Stück aufgenommen, jeden Tag, jedes Spiel, das wir machen und danach kommt noch ein Kind in die Kamera, geht auch noch rumfilmen und das alles auszuwerten ist eine riesige Arbeit, aber es lohnt sich enorm. Es ist ja fast schade, dass wir das nicht sehen, so wie du es schon zelebrieren. Ja. Lagando, ich danke dir recht herzlich, dass du heute hierher gefunden hast. Und übrigens danke fürs Organisieren. Wir sind dann nämlich, wo sind wir auch schon wieder genau? Wir sind hier im wunderschönen Seehotel Delfin. Wir sehen hier wunderbar auf dem Hallwiler See, dort wo ich übrigens auch schon mal ein Video gedreht habe. Das verlinke ich euch doch am besten in der Videobeschreibung, wo sie hier rumgesäckelt gedreht haben. Müsst ihr mal schauen. Und was finden wir noch in der Videobeschreibung? Selbstverständlich seht ihr in der Videobeschreibung auch noch meinen Kanal. Also ihr könnt mich gerne abonnieren, da würde ich und mein Kollege uns sicher freuen. Lagando, weisst du was? Debüchi.ch. Ciao zusammen.